Der Käfer liegt immer noch gefreckterweise in den Glasl drin. Der Käfer liegt immer noch gefreckterweise in den Glasl drin. Das hast du schon gesagt. Ja, aber jetzt hast du geklappt im Chaos. Habe dir, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch. Für Anfänger, habe dir. Und heute ist er wieder da. Viele haben ihn gefragt, der Amazing Race. hat am Start. Frale. Heute behandeln wir ein sehr wichtiges, grundsätzliches Thema, das wir eigentlich in letzter Zeit immer vollkommen übersehen haben. Und zwar die Weizenthematik. Ja. Ja. Und zwar gibt es viel Leute, sag ich jetzt einmal, die es nicht beherrschen, ein Weizen, quasi ein Weißbier, in einen solchen Weizenstutzen, Weißbierglas einzufüllen. Richtig einzufüllen. Ich demonstriere euch jetzt mal, weil es nicht geht. Also da haben wir jetzt ein Weizen, ist jetzt egal von welcher Brauerei. Regel Nummer 1. Weizen schäumt nur mal mehr bei normales Bier. Das heißt, wenn das irgendwann geschüttelt war, wenn sie jetzt mit dem Kasten 3 Stockwerke übers Treppenhaus aufgerannt seid, so durchstopft und dann sofort der Weizen aufreißt. Schaut's euch aus, was wird's denn aus? Richtig. Und schaut, dass das Glas nicht hinten ist. Und Weizen aus der Flaschen ist eigentlich ein No-Go. Ja, das schmeckt nicht. Und wenn es nicht floppt, ist das Weizen hin. Das ist euch klar. Das ist gut. Und überschauen wir das an. So. Wenn jetzt der allgemeine Depp oder Preis, dann läuft sie oftmals aufs Gleiche, sich ein Weizen einschenken möchte und macht das wie bei seiner Limonade, dann sieht das so aus. Das wollte ich schon mal machen. So. Jetzt habt ihr effektiv in dem Glasl, ich sage mal, das ist so ein halbes Schnapsstamperl voll Weizen und Schaum. Ja, auf Schaum stellt kann es natürlich so auch machen, aber... Der kann sich auch mit Milch aufschauen. Aber da darf ich noch neu mehr ein. Aber in Sachen Bier einschenken verzögert sich diese Aktion halt dann ganz schön. Und wenn sie jetzt da meint, ja, ich warte bis der erste Schaum zusammengefallen ist, wenn ich wieder so drauf schenke, wird es wieder so weitergehen. Das heißt, ihr braucht das Gefühl, die 300 Stunden, bis ihr das Glas voll habt und bis dort seid ihr schon verduscht. Und deswegen gibt es spezielle Techniken, Ja. Weizen einzuschenken, ohne dass man da gleich die riesen Schaumexplosion hat. Wir legen das Negativbeispiel einfach mal darstellen. Wir können ja das ist gut, das können wir nicht. So. Erstens, Nicht voll. also Flaschen. Erstens, ganz wichtig, wenn Sie das Glas nehmt, jetzt gehen ja gerade Kirchenglocken, jetzt sind sie wieder aus. Wenn Sie das Glas nehmt und euch da einen Weizen einschenken wollt, da gibt es übrigens auch ohne Griff, also das ist halt dann so. So, weil das 3 Liter da, das ist ein Weizenschnutzen. Und so. Da liegt da der Käfer drin. Ja, dann hat den Fakt ist, wenn Sie da Weizen einschenken wollt, dann ist schon mal sehr sinnvoll, dieses Glas, auch wenn Sie es frisch aus dem Schrank nehmt, einfach mal mit einem kalten, klaren Wasser auszuschwanken. Das Bringt nimmt viel. schon mal viel Schaum. Wenn Sie es wirklich gar nicht zusammenbringt, gibt es also einen grünen Cheat, sag ich jetzt mal, auf gut Neudeutsch. Einspucken. Oder einen Finger einhalten. Fällt der Schwanz ab. Nein. Stellt eine Zitrone ein. Wenn Sie schreiben Zitrone ein, dann schauen Sie auch nicht so aus. Aber es kommt natürlich auch alles auf die Technik drauf an und das kann ich der Resi jetzt mal erklären und zeigen, was man da macht. Ja, also im Endeffekt, man nimmt es jetzt so, weil der Preis, man dort nicht einfach Einschienen vor hat, man dort einfach das Glasl so schief wie möglich halten. Und dann lässt man es da schön langsam ein. Umso weiter das aufkommt, hebe ich das Glasl immer weiter auf.
Und ganz wichtig, zum Schluss lassen wir den Strutz in der Flasche. Jetzt tun wir schütteln, dass das Hefewasser kommt. Deswegen heißt das Ganze vielleicht auch Hefeweizen. Genau. Und das, wenn du eine schöne Schaumkrone willst, das schön von oben draufbrudeln. Also es hält, man sieht, es hätte auch geklappt, wenn das jetzt nur in der Flasche drin wäre. Aber ihr möchtet, also wie gesagt, Glas schief halten, da ist es richtig erklärt. Genau. Für die schöne Schaumkrone die Hefe aufschütteln. Und dann seht ihr auch schon, das Ganze ist jetzt auch ein bisschen trüber, weil das da liegt an der Hefe. Deswegen sagt man ja auch nicht mehr Hefeweizen oder Weizen, sondern Kristallweizen. Gibt's auch. Hefes! Ach so, das meinst du? Deswegen sagt man nicht mehr Weizen und Hefeweizen, sondern Kristallweizen. Geht ihr mir das mal machen? Ja, das kommt genau so ein. Und was mir gerade noch so einfällt, wenn es trotzdem mal ein bisschen auf Schaum steht, dann nimmt ihr einfach 2-3 Reiskernel und schmeißt es mit euch. Dann schauen sie auch ein wenig. Willst du es auch nicht mitzapfen? Ja, könnt ihr drin lassen. Wir können natürlich auch 2-3 Brickel Pressung einschmeißen, das schauen wir an. Das schmeckt mir nicht so gut. Geil. Alles schon probiert? Ja, schon ein wenig. So, und wie schmeckt das Weizen jetzt? Naja. Naja, nie uns getrunken, gell? Nein. Ja, einwandfrei. Jetzt ist der Reis nicht mehr da, Silber, sondern Der Michi, hi, servus. Servus. Und jetzt machen wir eine andere Technik noch. Ich habt gerade einen Reis gesehen, der hat das so schön flach gehalten und eingeschenkt. Und da unser Michi eine ausgiebige Gastronomie-Erfahrung hat, zeigt er uns einmal, weil das auch noch anders geht. Und dazu braucht man natürlich noch ein Hefes. Und man kann auch Kristallweizen nehmen. Aber Also, da haben wir etwas. In dem Fall nehmen wir es jetzt, ist jetzt ein wenig blöd, weil das ist eine Bügelverschlussflaschen und die Technik, die er jetzt macht, funktioniert eigentlich nicht mit Chromkorkenflaschen, deswegen entfernen wir den Bügelverschluss, das funktioniert. Und dann haben wir hier die Flasche, das ist dann quasi bei Chromkorkenflaschen. genau. Und jetzt sagt der Michi mal, wenn wir das Ich nachmachen. bin jetzt zwar ein bisschen gehandicapt, aber man nimmt einfach das Weizen. Man kann natürlich, weil der Rest das vorher schon gezeigt hat, so schön steil einschenken, gemütlich. Aber man kann natürlich, wenn man ein bisschen ein wenig unter Zeitdruck steht, das Ganze da auch so ganz kommod, schön, frisch einschenken. Für die passt. Halleluja. So, schon haben wir da ein schönes Weizen mit Schaumkrone. Und dieses Weizen ist natürlich jetzt super, wenn man das da jetzt hat. Der Reis hat euch gezeigt, weil es langsam geht, da hat es jetzt eine schnelle Varianten. Und natürlich kann man das dann auch hinten nachher schnell genießen. So zum Beispiel, ja. Ja, kann man machen. Mahlzeit. Wenn ihr ein Weizen genießen wollt, oder Ganz 2 schnell. oder 8, dann schenkt es euch einmal ein, aber schenkt es keinen anderen eine ein. Du, da. Ja, Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Sie da als bayerisch für Anfänger. Diese Varianten funktionieren natürlich auch mit dunkler Weizen, Kristallweizen, leichten Weizen, aber nicht mit alkoholfreiem Weizen, weil alkoholfreies Weizen gibt es nicht. und dann gibt es für die Mädels unter uns einen Russen und einen Kohleweizen. Zum Beispiel. Wie schon gesagt, wenn ihr Weizen trinken wollt oder 8, dann könnt ihr am nächsten Samstag, wobei schnell, Oh, streckt die Brust wieder raus, ja. Die Diskothek des deines Vertrauens an der tschechischen Grenze, nein, Schmarrn, im Label war am Samstag mal ein riesenkleines Highlight los, und zwar haben wir mal haben wir wegen einer Mallorca-Party mit einem Stargast. Ich bin da, weil Unter anderem
Auch Buddy live on stage. Jeder kennt seinen Sommerhit, ist schon ein paar Jahre her. Ab in den Süden. Den kennt sie gewiss. Sommer, Sonne, Sonnenschein und so weiter und so fort. Natürlich gibt es alles im Maskenrück für läppische 16 €. Und bei Kuba und Gin haben wir sogar für 15 und Sangria immer für 5 und Gasmaß nicht für 4,50 € diese Stelle. Grüße an Vollgerät. Diesmal für 6,50 €, aber schön frisch eingeschenkt. Genauso schnell, genauso zackig, Knackfrisch. knackfrisch. Samstag. Also ihr seht 8.12.. schon, wenn ihr einen Samstag ein bisschen zuseideln wollt, wisst ihr wo. Seideln. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Ihr könnt auf Snapchat vorbeischauen, natürlich beim Race, Amazing Race zusammengeschrieben, alles klar, beim DJ Michael B. DJ Michael_B. Und bei mir. Wird Und hier eingeblendet. auf Instagram und auf Facebook könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ja, für die grünen Daumen von und zu. Genau. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Havaderi, Servus und seid freundlich. Knackfrisch und Haudere.